Wir besuchen jetzt den Grüngürtel und sagen Happy Birthday. Unser schöner Grüngürtel wird nämlich stolze 100 Jahre alt. Initiator damals Konrad Adenauer, damals Kölns Oberbürgermeister und späterer Bundeskanzler. Er wollte den Penns und den Anwohnern in Köln einen Zugang zu unberührter Natur ermöglichen. Das war Adenauer besonders wichtig. In 100 Jahren, da ist so einiges passiert. Deshalb machen wir jetzt zusammen mit seinem Enkel Paul Bauwens-Adenauer eine Zeitreise durch die grünste Lunge Kölns. Wir treffen ihn mittendrin am endlich wiederhergestellten Wasserspielplatz. Was sein Großvater da mit den Grüngürteln angefangen hat, war eine richtig gute Idee, sagt Paul Bauwens-Adenauer. Zumindest eine sehr, sehr vorausschauende Idee. Es gab viele Ideen, aber das war vielleicht die vorausschauendste und Köln hat viel von dem Grün. Der innere Grüngürtel ist der Ort, um einmal richtig Luft zu holen für alle, die in oder an der Innenstadt leben. Aber sein Großvater hat den inneren und den äußeren Grüngürtel auf den Weg gebracht. Das war einer seiner Spielorte. Ja, der äußere. Wir waren mal etwas näher dran, weil wir da in Lindenthal oben wohnten. Und da ging man in den äußeren Grüngürtel und hat man den Weiher und alles das mit den Bötchen fahren und so. Das war dann interessanter. Allerdings musste der junge Paul dann aufpassen, dass er nicht gerade mitten in die Kanu-Regatta auf dem Decksteiner Weiher geriet. Für die Großen und die Kleinen gibt es in beiden Grüngürteln Sport und Erholung. Die Idee dazu hatte Konrad Adenauer seit 1917 Oberbürgermeister der Stadt. Seine beliebteste Hinterlassenschaft in Köln. Die Hauptsache, was am besten ist, ja der Grüngürtel. Das ist die Lunge von Köln, nicht? Und unsere alte Erholung. Vor allen Dingen unseren Grüngürtel, denn ich bin Kölnerin vom Ehrenfeld-Gürtel, also da hat er uns wirklich was gegeben. Ich weiß nur, dass er den Grüngürtel angelegt hat. Dass Adenauer den Grüngürtel angelegt hat, wissen also auch die jungen Kölner. Nicht zuletzt, weil das Müngersdorfer Stadion ein sportgesellschaftlicher Mittelpunkt geworden ist. Das Stadion im Grüngürtel ist mehrmals ausgebaut worden und es muss immer wieder neu ausgelotet werden. Wie viel Sport, wie viel Grün soll es sein? Wie bei den Plänen des FC, der die Trainingsanlagen im Grüngürtel ausbauen will. Darüber wird diskutiert. Und wo passiert das? Im Grüngürtel, am Aachener Weiher, dem Treffpunkt in der Innenstadt. Wohlgelungene Stadtplanung. Und die Menschen nehmen es an. Das ist das schönste Wort, ne? Die Grüngürtel haben sich verändert, wurden angepasst, modifiziert, aber sind immer das geblieben, als was sie gedacht waren. Ein Erholungsort, eine grüne Lunge für die Kölner. Da kann man ein bisschen stolz sein, dass man so jemanden hatte, der das gemacht hat und initiiert hat und dann so eine bleibende Wirkung hat. Das ist schon toll, ne? Deswegen guckt man auch besonders hin und das Auge ist besonders kritisch, um zu sehen, wo könnte es besser aussehen und was kann man machen und wie kann man das in eine gute Zukunft führen, ne? Denn noch ist der Grüngürtel Konrad Adenauers nicht vollendet. Der grüne Ring soll zumindest im Kölner Süden bis an den Rhein geführt werden. Noch ist das nur ein Plan. Vor 100 Jahren, ne? Dann sehen wir uns dann wieder. Treffen wir uns am Rhein unten. Es soll wirklich schneller gehen mit der Erweiterung des Grüngürtels. Nach mehr als 100 Jahren grüne Lunge für Köln.